Ich will aber der Kollege von der LAP und den Gringen aber auch die politische Appreciation mal auf den Weg gehen, weil es schockiert, dass an dafürnische Drun die Ursache rappeliert für Leute auf der Straße landen. Sie wohnen 10 Jahre in der Regierung, also sie haben nichts gemerkt. Sie haben schwätzen von einer kahler Politik, eine Politik ohne Herz. Sie kommen aus einer Regierung erst 10 Jahre lang. Hätten sie die Gelegenheit gehabt, ein Housing First zu machen. 10 Jahre lang hätten sie die Gelegenheit, ein Foyer zu bauen für die Leute, Assistance sozial, die man für andere Zwecke mobilisieren. Wo dann Politik vom warmen Herz wie die Leute durch einen Schicksalsschlag auf der Straße landen? Das Einzige, was die Haut merkt. Als dir verdedigt, hier recht weiter auf der Straße sitzen zu bleiben, wo der 10 Jahre Gelegenheit hat, den Leuten zu helfen, wie das aus der Situation rauskommen. Und die nicht gemerkt als sozialistische Partei für die Kleinen an die Schwachleute nicht gemerkt. An Haut kommt er dahinter, laufen wir Thematik hin, an die verdedigt nach über den Umweg, ich gehe nicht so, die organisiert Mendizität am Endresultat. Das ist eine ganz traurige Politik. Wir hätten erwartet, dass die Regierung, die damals da war, die Leute hilft, für nicht müssen heschen zu gehen. Das ist Politik von geliebter Solidarität, die wir gerne hätten. Und da gibt es über legale Ursachen geschwärzt. Da wird gesagt, ja, wir müssen dann, dass sie hier recht heschen zu gehen, gehen arrestiert und so weiter und so fort. Und das ist zu kurz gedurcht. Es geht nicht um Legalismus. Es geht um Notionen, wo Gerechtigkeit auch da als Recht dran. Es geht darum, für die Leute, wie gesagt, zu helfen, an einem Sinn, wo Liberté publique kann ich doch nicht so, Liberté publique, das ist auch dann schlussendlich Grundrecht, dazu die Grundrechte gehört. Ja, das alles vor. Aber zu den Grundrechten gehören ja doch Notionen von der Dignität humaine. Und wir hätten sollen gucken, an den letzten Jahren, die an der Regierung wird, dass die Definition an die Commitment zu der Dignität humaine eben darüber besteht, die Leute aus der Situation rauszuholen und nicht dafür zu plädieren, dass sie weiter an der Armut existieren. Es muss 6 Sachen gemacht werden, Herr Präsident, und da handle ich ob. Das sind 6 oder 7 Rekommendationen, die wir wollen sagen. Die erste ist, es müssen Interpretationsunklarheiten aus den Gesetzen herausgeholt gehen. Das ist eine Responsabilität von dem Justizminister. Zweitens muss der Code Penal appliziert gehen. Artikel 342 geht die organisierte Hescherei. Drittens, das ist eine grenzüberschreitende Dimension an dem ganzen Schengen, selbstverständlich. Die Freizügigkeit vom Personenverkehr an der Europäischen Union gouf nicht angefeiert, wie dat Leute über die Grenze können kommen, wie du organisiert zu heschen. Ich schaue direkt ab, Herr Präsident. Viertens, Gesetze müssen überguckt gehen, wie du wir können präventiv sehen, dass wir da können aktiv sind. Fünftens, wir müssen den Leuten, die keine Adresse haben, eine Adresse geben, weil das von ihrer Misere. Sechstens, wir müssen Modalitäten für Notsituationen können wir lang sozial versichert zu bleiben. Übergucken, der Familienminister, Madame Sozialsekuritätsminister können sich darum kümmern. Aber wir müssen Modalitäten überprüfen, wir können an den Genuss Revis zu kommen, auch ein komplizierter Debatte, was ein Alter angeht und so weiter. Die Debatte muss man aber feiern. Weil es sind nicht, Herr Präsident, und ich schaue nochmal da ab, es sind nicht Gerichter, die das sollen tranchieren. Es ist ein politisch froh. Wir als Politiker stehen an der Verantwortung, für diese Leute zu helfen, die auf der Straße sind, aber wir brauchen nicht auf irgendwelche Prozesse Gerichtsurteile zu werden. Kommt mir mal nach Serbisch, aber wir helfen diesen Leuten an Not. Ich so nicht mehr. Merci, Herr Karteiser.